Leif Membren vun den ESAPen, de Kompetenzzentren, leif IBS, leif Enseignant, leif interesseiert. Leier Schwierigkeiten, leier Steungen. An ihre Berufer sind die alldach mit dieser Thematik konfrontiert, weil das keine Rarität ist. Zule weise ganz klar, dass eine ganze Reihe von Schülerinnen und Schülern Lehrschwierigkeiten haben. Mir wenig geht es mir weit. Wenig schwätzen wir halt von Lehrsteuerungen und nicht mehr von Lehrschwierigkeiten. 5–6% von den Schüler und Schülerinnen haben eng oder mehr sogenannten Dysproblematik, das heißt Dyslexie, Dysorthographie, Dyskalkulie oder Dyspraxie. Allerdings ist es nicht immer einfach, das festzustellen, zu diagnostizieren an einem für Lützeburg spezifischen, multilingualen und ganz heterogenen Kontext. 2016 beim ersten internationalen Forum für Lehrsteuerung zu Lützeburg, dem DIS-Forum, als einer Strach ging, dass den Terrain unbedingt standardisierte Tester an Diagnostik und Tier braucht, die auf den Lützeburgischen Kontext angepasst sind. Für dem entgegenzukommen, haben sich die Minister vertreten durch das CDA, das Kompetenzcenter für Kanner und Junker mit Lehrsteuerungen, Antoni Elou, mehr genau de Lucet zusammen gedun, als sich der Aufgabe hier angeholt. Das Handbuch, das die Schaut vom CDA von der Uni Lützeburg präsentiert wird, als den ersten Schritt an die Richtung von der Entwicklung an dem Ausschaffen von standardisierten und normierten Tester, die es ihr werden ermöglichen, eine mehr valide Diagnostik zu stellen und dann dem Schüler, der Schülerin auch mehr präzise zu helfen. Ich will das Gelegenheit aber auch nutzen, für nach einmal zu sagen, wie wichtig Kooperation zwischen der Wissenschaft und den Akteuren vom Terrain ist. Ich will auch all denen Merci sagen, die sich Zeit geholt haben, auf Questionären zu antworten, an einem Interview teilzuholen, hinnen an all denen anderen, die Heimat geschafft haben, einen ganz, ganz großen Merci am Namen für und allem auch von denen betroffenen Kanner und Junken. Nicht mehr, wenn wir alle zusammen schaffen, können wir allen Schülerinnen und allen Schülern die bestmöglichste Unterstützung garantieren. Merci, Herr Minister, für diese Introduktion. Durch den einzigartigen multilingualen und multikulturellen Kontext heute zu Lützeburg ist es besonders schwierig, eine Lehrsteuerung festzustellen. Viele Schüler haben das Lützeburgisch nicht als Muttersprache. Die Schüler, egal was ihr Muttersprache ist, gehen auf Deutsch alphabetisiert und lernen kurz danach schon die Französischsprache. Diesen Umständen muss Rechnung getragen gehen, wenn es darum geht, festzustellen, ob ein Schüler möglicherweise eine Lies-, Rechtschreib- oder Rechtsteuerung hat. Die Diagnose von einer Lehrsteuerung basiert auf einer Reihe von Beobachtungen, Entretien und einfach auch Testen. Viele Fachpersonen haben schon lange angemerkt, dass es ganz besonders schwierig ist, eine Diagnose zu erstellen, weil die nötigen Tester für den Lützeburger Kontext fehlen. Die meisten Tester, die benutzt gehen, sind um Französisch oder Deutsch. Demnach, wie jung der Schüler ist, kann das die Aufgabenstellung deutlich erschweren. Durch die enorme Wichtigkeit, Tester zu haben, die spezifisch auf unseren Kontext angepasst sind. Wie die Kompetenzzentren für Lehr- und Aufmerksamkeitsschwierigkeiten und Steuerungen 2018 gegründet ist, wurde eine von seinen Missionen aktiv an der wissenschaftlichen Entwicklung von diesem Feld teilzunehmen. So haben wir Zusammenarbeit mit der Uni untermauert. Am August 2018 ist also eine Konvention unterschrieben worden, für die Bestandsaufnahme von denen Tester zu machen, die aktuell an den ESAPen vom Enseignement Fondamental benutzt werden. Für das können neue Tester entwickelt oder adaptiert gehen, wäre es wichtig, das Bestandsaufnahmen zu machen, für so besser können zu verstehen, was im Terrain gebraucht wird. Es kann Ihnen dafür das Handbuch als Zwischenresultat gesehen, eine erste Etappe zu standardisierten Testbatterien, die angepasst sind und den Lützeburger Kontext. Bei der Erstellung von diesem Handbuch wurde auch ganz viel Wert auf Praktikabilität gelegt. Wir wollten einen guten Mittelweg zwischen akademischer Publikation und umsetzbaren Hilfe finden. Für das Handbuch zusammen mit der Uni Lützeburg können zu erstellen und ein Ritsch Akteuren um Terrain mitschaffen. Ich will diesen Moment nutzen, für Ihnen Merci zu sagen.
den Direktoren aus den Regionen sowie ihren Adjointen an den ESAPS-Equipen. Op de Questionnaire, die von der Uni erstellt gouf, hun 85% von den Gefroten als Retour gin. An einem zweiten Moment goufen noch Interviews mit IEBSen, Membre von den ESAPen und Fachleute aus den Kompetenzzentren gemacht. Auch ihnen all ein grosses Merci. Logi nicht Wort weiter und Sonja Ogen vom LUCET, dem Luxembourg Center for Educational Testing von der Uni. Merci, Herr Minister, an dem Direktor vom CDA für das Aufklärung. Die Equipe von der Uni Lützeburg, die sich um die Umsetzung vom Projekt Rondre Handbuch gekümmert hat, kommt hauptsächlich aus dem LUCET, dem Luxembourg Center for Educational Testing. Nur draußen aus dem LUCET führen allem wissen Epreuve standardisée, kurz EBSTAN bekannt. Die EBSTAN fanden landesweit all Jahr am November an den Grundschulen und am Sekundär statt. Die EBSTAN sind Teil von der externen Evaluation vom Schulsystem und analysieren, wie gut und fair also Schulsystem auf nationalem Niveau ist. Die Schule als Ganzes steht hier am Zentrum vom Interesse. Seit 2018 ist der LUCET auch daheim vom nationalen Bildungsbericht, den all 3 Jahre rauskommt. An diesem gibt eine Panoplie von Données und Forschungsprojekten zum Lützeburger Schulsystem vorgestellt. Der LUCET hat sich in den letzten Jahren auch noch an anderen, mehr spezifischen und praxisnahen Bereichen spezialisiert, so zum Beispiel an der Schulentwicklung mit dem Projekt PIT und Zusammenarbeit mit dem IFEN und mit dem Skript. Hier geht es um die Entwicklung von innovativen Unterrichtskonzepten und Materialien mit und für Enseignants. Mit der Publikation vom Handbuch wird der Grundstein gelegt für einen weiteren Fokus vom LUCET, nämlich der Fokus von der Testentwicklung am Bereich von der Sonderpädagogik. Ziel ist es, den Diagnostikprozess mit für Lützeburg angepassten Tester zu unterstützen. Das Handbuch ist Resultat vom ersten Projekt an diesem Bereich. Mehr spezifisch also darum gegangen, für am Bereich von den Lehrstellungen herauszufinden, wie der Diagnostikprozess aktuell aufläuft, was für standardisierte Tester am Bereich Lehrstellungen heute zu Lützeburg genutzt gehen, wie das Tester angesagt gehen, und wo es Besoin gibt, für Tester zu entwickeln, die auf die komplex multilinguale Sprachsituation heute zu Lützeburg zugeschnitten sind. Für das Fragen zu beantworten, gaufen die praktizierenden Akteure, die mit Schülerinnen und Schülern mit Lehrschwierigkeiten schaffen, gefragt, für hier Erfahrungen mit den Forschern zu teilen. Jessica Fischer und Ineke Pitenkate vom LUCET, die responsabel waren für die Studie, stellen sich für den Auflauf und Resultate von der Studie vor und gehen noch auf den Aufbau vom ganzen Handbuch über Lehrsteuerungen an. Merci Sonja. Ich gebe noch weiterführen an die Umsetzung an den Auflauf vom Projekt vorstellen. Lehrsteuerungen wie eine Lies-Rechtschreibsteuerung oder eine Raschesteuerung kommen an alle Kontexte dafür. Und das unabhängig vom Land, von der Kultur oder der Spruch. Dementsprechend tun auch ein paar die Schülerinnen und Schüler heute in Lützeburg mit Schwierigkeiten am Bereich Lesen, Schreiben oder Rechnen am Schulalltag zu dienen. Für das alle Schüler dieselben Chancen an der Schule garantiert kriegt, also dem nur wichtig, auch denen mit einer Lehrsteuerung so frei wie möglich durch pädagogische Hilfestellungen zu unterstützen. Für dem Not zu kommen, muss aber vielleicht mal eine Diagnose gestaltet gehen, für zu wissen, ob die Schülerin oder die Schüler wirklich eine Lehrsteuerung am Bereich Lesen, Schreiben oder Rechnen hat. Das Hauptziel von unserem Projekt war dem nur herauszufinden, wie diagnostiziert eine Lehrsteuerung heute in Lützeburg. Am ersten Schritt vom Projekt hat sich bewiesen, dass es bis heute so gut wie kein speziell für Lützeburg standardisierte Taster für die Diagnose von einer Lehrsteuerung gibt. Für eine Lehrsteuerung diagnostizieren zu können, müssen Vergleichswerte von den standardisierten Taster, die benutzt, aber unter Schülerpopulation heute in Lützeburg angepasst sind. Das heißt an andere Wörter, die Taster, die benutzt, müssten sich eigentlich unter Sprachsituation an dem lützeburgischen Schulkontext heute in Lützeburg orientieren. Sprachsituation heute in Lützeburg ist einzigartig. So basiert beispielsweise die Schulbildung auf dem Gebrauch bzw. der Lehren von 3 Sprachen: Lützeburgisch,
Deutsch, was Alphabetisierungsspruch ist, auf Französisch. Nach so balken Tatsache, dass sich die Schüler und Schülerinnen durch eine immense Heterogenität charakterisieren, was ihre Sprachenhintergrund betrifft. Das heißt, immens viele Schüler hier im Land wissen du mit mehr wie einer Spruch ab, beziehungsweise schwatzen einen ganz anderen Spruch wie Letztebäuerisch, Deutsch oder Französisch. Von daher kann ich davon ausgehen, dass die Sprachenvielfalt hier im Land auch Auswirkungen auf die Unterstützung und insbesondere diagnostische Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf hat. Aufgrund von diesen Herausforderungen stehen am Kader von unserem Projekt 2 Vorstellungen am Fokus. Erstens, wie gehen die Akteure am Diagnostikbereich vor, was hier Praktiken betrifft. Das heißt an andere Wörter, wegen der diagnostischen Maßnahmen bzw. standardisierte Taster gehen aktuell hier im Land vierrangig genutzt für die Diagnose von einer Lehrsteuerung. Am Zusammenhang mit dieser Vorstellung wollte mir auch wissen, welche Erfahrungen die Akteure am Diagnostikbereich bei der Nutzung von diesen standardisierten Taster machen, insbesondere was Mehrsprachigkeit betrifft. Weiterhin wollte mir auch herausfinden, wie der diagnostische Prozess ab dem ersten Moment bzw. ab dem ersten Verdacht auf eine Lehrsteuerung ab der Schule verläuft. Das heißt, am Großen und Ganzen wollte man die verschiedenen Etappen bzw. Schritte, die auf den 3 Niveauen, also lokal, regional und national, durchlaufen, herausfinden. Das Handbuch soll sich vor allem um die praktizierenden bzw. auch die zukünftigen Akteure adressieren, die mit Kindern mit Lehrschwierigkeiten zusammen schaffen und so auch eine Hilfestellung anbieten. Eine wichtige Voraussetzung von dem Projekt war dementsprechend, das praktizierende Akteure auch mit anzubeziehen. Das waren auf lokalem Niveau die BSen, auf regionalem Niveau Diagnostiksequipe von der ESAP und auf nationalem Niveau Diagnostiksequipen vom CDA. Das tut es uns für allem erlaubt, das Handbuch so zu gestalten, dass es nur in der Praxis ist und sich lützebäuerischen Schulkontext am Fundamental orientiert. Des Weiteren konnte mir aber auch herausfinden, wo der Bedarf liegt, was standardisierte Taster betrifft, und auch Optimierungsvorschläge punkto Diagnostikprozess mit anholen. So konnte schlussendlich also die Erfahrungswerte von den Akteuren, die auch bei der Erstellung vom Handbuch mit auflesen, also langfristig auf vor allem landesweit für eine Vereinheitlichung und Transparenz bei der Diagnostik von Lehrsteuerung garantieren. Für uns dann zu sammeln, hatte mir am Juni 2019 eine erste Erhebungsphase. Dabei konnte mir uns vor allem auf die erste Vorstellung fokussieren, das heißt, wenn standardisierte Taster aktuell hier im Land vorrangig genutzt gehen. Das hatte mir mit Hilfe von Frobe gemacht. An einer anderen war an diesem Frobe auch eine Ablichtung von standardisierten Taster, die mir am Vorfeld mit ein paar Fachleute aus dem CDA vorbereitet hatten. Zusätzlich konnte mir am Kader von dieser Erhebungsphase auch schon den ersten Abblick davon gewonnen, welche Thematiken bzw. Herausforderungen bei der Diagnostikarbeit hier im Land vorkommen. Dementsprechend konnte mir dann auch während der zweiten Erhebungsphase dann mehr gezielt auf das Aspekte eingehen. Bei der ersten Erhebungsphase haben Diagnostiksequipe von der ESAP und vom CDA teilgenommen. Das waren insgesamt 86 Leute, das entspricht einer Rücklaufquote von 85%. Und von diesen Leuten waren vor allem Leute aus dem Pädagogies- und Psychologies-Bereich dabei und vereinzelt aber auch Leute von der Psychomotorik an der Orthophonie. Am Kader von der zweiten Projektphase hatte mir Interviews durchgeführt. Das war Ende 2019, Anfang 2020. Und dabei konnte mir als dann mehr gezielt auf die Nutzung von standardisierten Taster hier im Land, also an einen multilingualen Schulkontext fokussieren. Dementsprechend tun auch hier Diagnostiksequipe von der ESAP an den CDA teilgenommen. Das waren auch hier Akteure, größtenteils aus dem Psychologies- und Pädagogies-Bereich
und vereinzelt auch Akteuren von der Psychomotorik an der Orthophonie. Darüber hinaus waren auch IEBSen mit abgekraft bei dieser zweiten Erhebungsphase. Das war am Kader von Workshops, die wir bei einer Journée Pädagogik vom EFNU geboten hatten. Bei diesen Workshops konnten wir uns dann unter anderem auf Thematiken wie beispielsweise die Lernstandsanalyse, pädagogische Hilfestellungen und aber auch Zusammenarbeit mit Akteuren aus dem regionalen und nationalen Niveau fokussieren. Das Ganze war also immens abschlussreich für den ganzen diagnostischen Prozess auf den 3 Niveauen nachvollziehen zu können. Insgesamt waren es dann 79 Leute, mit denen wir während dieser zweiten Erhebungsphase in Kontakt waren, und das aus unterschiedlichen Schuldirektionen auf den 3 Niveauen. So kommen wir auch schon zu den Resultaten von der Etude. Wie für dich gebe ich euch noch ein paar Informationen über die Berufserfahrung von den Leuten, die teilgenommen haben. Was Berufserfahrung am Bereich Lehrschwierigkeiten oder Steuerung bzw. mehr spezifisch Diagnostikarbeit betrifft, hatten 39% von den Akteuren angegeben, dass sie zu dem Zeitpunkt mehr wie ein Jahr an dem Bereich geschafft haben. Darüber hinaus haben 1/3 circa von den Akteuren angegeben, dass sie recht seit engem bis maximal 5 Jahre an dem Bereich geschafft haben. Was IEBSen betrifft, hat Journée Pädagogik auch gewiesen, dass es sich um eine relativ heterogene Population von IEBSen handelt, mit ganz unterschiedlichen Qualifikationen Richtung Pädagogie, Psychologie oder sogar Psychomotorik. Was den diagnostischen Prozess zu Lützeburg betrifft, haben wir versucht, das so durchzustellen, dass der ganze Auflauf auf den 3 Niveauen, lokal, regional und national, so strukturiert wie möglich nachzuvollziehen ist. Daraus hat sich ergeben, dass wir den Prozess mit 20 Schritten definiert haben. Diese 20 Schritte bauen auf den ab, aber basieren auf den Informationen von den Akteuren und das aus unterschiedlichen Schuldirektionen auf den 3 Niveauen. Das heißt, das fängt dann ab dem ersten Moment bzw. ab dem ersten Verdacht auf eine Lehrstörung an der Klasse an, wo dem Enseignant auffällt, dass die Schülerin oder die Schüler Schwierigkeiten am Bereich Lesen, Schreiben oder Rechnen hat, bis hin zur Prise en Charge durch den CDA. Hier in der Abbildung erkennen wir auch noch einmal, dass wir versucht tun, das Ganze immer mit bestimmten Farben zu kodieren. Das heißt, hellgrün bezieht sich immer auf das lokale Niveau, also innerhalb von einer Schule. Turquoise bezieht sich immer auf den regionalen Niveau, also auf ESAPS-Niveau. Und Mauve bezieht sich immer auf den nationalen Niveau, also den CDA. Die verschiedenen Schritte weisen auf verschiedene Bereiche bzw. Leistungen hin, die bei Verdacht auf eine Lehrstörungen müssten überprüft gehen. Darüber hinaus gehen auch Kriterien angehen, zum Beispiel ab wie eine Prise en Charge durch eine ESAPS-Equipe oder ein Kompetenzzentrum sinnvoll wird. Das Schema vom diagnostischen Prozess betont auch noch einmal, wie wichtig es ist, auf denen verschiedene Schritte abzubauen, wie das diagnostische Maßnahmen transparent und einheitlich am ganzen Land auflaufen können. Dabei ist von Anfang an wichtig, dass es eine richtige Balance zwischen Diagnostik und pädagogischen Hilfestellungen von Anfang an garantiert ist. Danke, Jessica. Gemäß dem diagnostischen Prozess, welches Jessica Fischer gerade dargestellt hat, werden standardisierte Tests auf regionaler und nationaler Ebene verwendet, um ein besseres Verständnis des Ausmaßes und der möglichen Ursachen der Lernschwierigkeiten zu erlangen. Im Projekt haben wir untersucht, wie und welche Tests von den Fachkräften verwendet werden. Die Diagnostik auf regionaler und nationaler Ebene zielt darauf ab, ein Profil der Stärken und Schwächen der Schülerin oder des Schülers zu erstellen, um von da aus spezifische Hilfsmaßnahmen zu ermitteln und umzusetzen. Die Fachkräfte der diagnostischen ESAP-Equipe fokussieren sich meistens auf die schulische und kognitive Kompetenzen und allgemeine Entwicklung des Kindes.
während die Fachkräfte des CDAs die bestehende Befundlage ergänzen. Das durch die zusätzliche und spezialisierte Tests. Dabei sollte doppelte Testung weitmöglichst vermieden werden. Sowohl auf regionaler als auch auf nationaler Ebene hängt die Auswahl der Tests hauptsächlich von der spezifischen Fragestellung ab, mit der die Schülerin oder der Schüler zu einer Diagnostik-Equipe verwiesen wird. Weiterhin wird bei der Auswahl des Tests sowohl die Erstsprache als auch die Alphabetisierungssprache des Kindes berücksichtigt. Allerdings zeigen unsere Ergebnisse, dass entsprechend der Alphabetisierungssprache im luxemburgischen Bildungssystem hauptsächlich deutschsprachige Tests verwendet werden. Diese Tests wurden aber für Kinder mit Deutsch als Erstsprache entwickelt. Und die Testinstruktionen und die inhaltlichen Aufgaben sind deshalb an die Sprachfähigkeiten von Kindern angepasst, die diese Sprache von Geburt ausgesetzt sind. Somit sind diese Tests nicht unbedingt passend für luxemburgische Schülerinnen und Schüler, die nicht selten Deutsch erst als Zweit- oder Drittsprache erwerben. Darüber hinaus können Schulleistungstests inhaltlich teilweise auf den Lehrplänen aus deutschsprachigen Bildungssystemen basieren, die möglicherweise nicht vollständig mit dem luxemburgischen Lehrplan übereinstimmen. Dadurch sind auch die mit dem Test mitgelieferten Vergleichswerte, die zur Interpretation der Ergebnisse genutzt werden, nicht 1:1 übertragbar auf die luxemburgische Schülerschaft. Obwohl die praktizierenden Fachkräfte versuchen, die standardisierten Vorgaben der Tests strikt einzuhalten, müssen sie demnach bei der Durchführung des Tests oder bei der Interpretation von der Vergleichswerten häufig Kompromisse eingehen. Basierend auf dem Fragebogen und den Interviews haben wir festgestellt, welche Tests hauptsächlich von den diagnostischen Fachkräften verwendet werden. Wir haben ein Dokument erstellt, welches diese meistgenutzten Tests auflistet. Dieses haben wir in folgende Bereiche aufgeteilt. Schulleistung, das heißt Lesen, Rechtschreiben und Rechnen, und weitere Aspekte, wie zum Beispiel die Intelligenz und Aufmerksamkeit. Dabei ist zu beachten, dass diese Liste die Tests enthält, die am meisten genutzt werden. Auch handelt es sich hauptsächlich um deutsche Tests. Dieses Dokument ist eine zusätzliche Ressource, die das Handbuch ergänzt und online verfügbar ist. In diesem Dokument werden für jeden Test Informationen zum Testkonzept, Einsatzbereich, Normierung und Durchführung aufgeführt. In unserem Projekt wurde deutlich, dass der Diagnoseprozess viele Akteure, Ebenen und Schritte umfasst. Einerseits garantiert dies eine sorgfältige und eingehende Untersuchung der zugrunde liegenden Ursachen von Lernschwierigkeiten. Dies wiederum erleichtert eine gezielte Unterstützung des betroffenen Kindes. Andererseits ist es wichtig, dass unterschiedliche Erkenntnisse und Befunde umfassend dokumentiert werden und dass ein regelmäßiger Austausch zwischen allen Beteiligten besteht. Ein solcher Austausch sollte nicht nur zwischen Akteuren und Akteurinnen innerhalb einer Ebene, das heißt lokal, regional oder national, stattfinden. Auch zwischen diese verschiedenen Ebenen sollte es zu einem Aufeinandertreffen von Fachkräften mit unterschiedlichen Hintergründen, Erfahrungswerten und Ansichten in Bezug auf Lernstörungen, diagnostische Praktiken oder Fördermaßnahmen kommen. Demzufolge bildet die interdisziplinäre Zusammenarbeit ein wichtiges Fundament für die Förderarbeit.
auch im Hinblick auf den Diagnoseprozess, der von der lokalen Ebene bis zur nationalen Ebene reichen kann. Nun kommen wir zur Präsentation des eigentlichen Handbuchs. Wie erwähnt, basiert das Handbuch auf dem luxemburgischen Grundschulsystem. Das heißt, das Handbuch ist insbesondere für Akteurinnen und Akteure im luxemburgischen Schulsystem gedacht, mit dem Ziel, den Diagnoseprozess bezüglich Lernstörungen und die damit verbundene Hilfestellung zu beschreiben. Grundgedanke ist, dass die Kombination von theoretischen und praktischen Angaben sich positiv auf die Unterstützung von Kindern mit Lernschwierigkeiten auswirken können. Das Handbuch ist sowohl in gedruckter Form als auch online verfügbar. Die ersten 3 Kapitel verschaffen einen kurzen Einblick in die Theorie. Kapitel 1 und 2 fokussieren auf Lese-Rechtschreibstörungen und Rechenstörungen, während Kapitel 3 weitere Aspekte, die möglicherweise den Lernschwierigkeiten zugrunde liegen oder einhergehen, aufdeckt. Diese theoretischen Kapitel fassen zusammen, welche Faktoren Lernschwierigkeiten zugrunde liegen können, wie sich Lernstörungen manifestieren und wie sie anhand spezifischer diagnostischer Kriterien bestimmt werden können. Als nächstes folgen 4 praktische Kapitel, die auf einem Austausch oder einer Zusammenarbeit mit praktizierenden Fachkräften basieren. Im 4. Kapitel werden die Ergebnisse des Projektes, das gerade durch Jessica Fischer erwähnt wurde, vorgestellt. Der Diagnostikprozess vom ersten Verdacht bis zur Diagnose wird in Kapitel 6 anhand 2 Fallbeispiele erläutert. Kapitel 5 gibt einen Überblick über konkrete pädagogische Hilfs- und Anpassungsmaßnahmen, mit denen Kinder mit Lernstörungen im schulischen Alltag unterstützt werden können. Kapitel 7 beinhaltet eine Vielzahl an Ideen zu möglichen pädagogischen und didaktischen Hilfestellungen, die Kinder mit Lernschwierigkeiten das Lernen im regulären Unterricht erleichtern können und richtet sich somit vor allem an Lehrpersonen. Weiterhin enthält das Handbuch noch ein Glossar, in dem Schlüsselkonstrukte definiert sind, sowie ein umfangreiches Literaturverzeichnis. Nur auf der Online-Plattform stehen als Zusatzmaterialien das Inventar der in Luxemburg meist genutzten Tests zur Erfassung von Lernschwierigkeiten und ein erweitertes Testinventar zur Verfügung. Wie gesagt, erhält das Inventar der meistgenutzten Tests Informationen zu Testkonzept, Einsatzbereich, Normierung und Durchführung. Im erweiterten Testinventar werden alle verfügbaren Tests, die mehr oder weniger genutzt werden, aufgeführt. In diesem Dokument findet man zum Beispiel auch mehrere Tests, welche in den französischsprachigen Ländern entwickelt worden sind. Ich möchte Ihnen jetzt kurz die Online-Plattform zeigen. Das Handbuch werde bei Melusina Press publiziert und das Handbuch steht auf der Melusina-Website frei zur Verfügung. Auf der Melusina-Website findet man das Handbuch entweder unter Recently Published oder unter dem Projektsymbol. Wenn man auf das Bild des Handbuches klickt, öffnet sich eine Seite mit dem Klappentext und des Inhaltsverzeichnisses. Via das Inhaltsverzeichnis ist es möglich, auf die unterschiedlichen Kapitel zuzugreifen. Alternativ könnte man auch via das Contents-Symbol im Buch navigieren. Je nach Apparat wird das Buch ein bisschen anders aussehen, um so die beste Auflösung und Lesbarkeit zu gewährleisten. Man kann aber auch selbst die Einstellungen an die eigene Präferenz anpassen. Es ist möglich, die unterschiedlichen Kapitel online zu lesen oder als PDF herunterzuladen. Weiterhin wird es möglich sein, das Buch in gedruckter Form zu bestellen. Auf der Melusina-Plattform kann man auch auf das Zusatzmaterial wie die Testinventare zugreifen. Auch ist die Einleitung des Handbuchs in 3 Sprachen abrufbar.
Das Handbuch spiegelt die aktuelle Diagnoseprozesse wider. Aber Abläufe werden sich in Zukunft weiterentwickeln und neues Material oder Tests können verfügbar werden. Daher müssen die Inhalte möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Die Online-Plattform bietet diese Möglichkeit und sollte somit bleibend eine hilfreiche Ressource darstellen. Herr Minister, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Frage, wie man Lernstörungen in schulischen Kontexten diagnostiziert, ist insbesondere unter den Bedingungen einer konstitutionellen Mehrsprachigkeit des Bildungssystems eine besondere Herausforderung. Als Dekan der Fakultät für Geisteswissenschaften, Erziehungswissenschaften und Sozialwissenschaften der Universität Luxemburg bin ich daher besonders stolz, dass unsere Forscherinnen und Forscher mit dem vorliegenden Handbuch nun einen klaren Leitfaden erstellen konnten, welche Diagnoseinstrumente und standardisierten Tests in diesem Kontext für die Praxis zur Verfügung stehen. Das Handbuch Lernstörungen im multilingualen Kontext, Diagnose und Hilfestellungen zeigt eindrucksvoll, wie innovative und international ausgerichtete Forschung ganz konkret für die luxemburgische Gesellschaft fruchtbar gemacht werden kann. Theorie und Praxis, dies zeigt dieses Beispiel in eindrucksvoller Weise, müssen eben nicht notwendig auseinanderklaffen, sondern können, ja sollten stets aufeinander bezogen bleiben. Häufig wird der universitären Forschung ja der Vorwurf gemacht, sie sei zu abgehoben, nicht anwendungsorientiert oder interessiere sich nicht für die konkreten Bedürfnisse der Gesellschaft. Dabei wird leicht vergessen, dass Forschung nur dann ihr innovatives Potenzial ausspielen kann, wenn sie sich von den jeweiligen Partikularinteressen von Institutionen und Politik auch zu emanzipieren weiß. Konkret bedeutet das, ohne Grundlagenforschung ist angewandte Wissenschaft nicht möglich. Jeder Forschungsprozess ist ja primär dadurch motiviert, einen Sachzusammenhang besser zu verstehen, und jede Innovation erwächst aus einem tieferen Verständnis von solchen Sachzusammenhängen. Dass dies tatsächlich gelingen kann, dass also innovative Forschung sich niederschlägt in einem konkreten Anwendungsbezug, führt das Handbuch Lernstörungen im multilingualen Kontext in besonderer Weise vor Augen. Ich möchte allen Beteiligten, die sich in diesem Projekt engagiert haben, daher ganz besonders danken. Danken möchte ich auch dem Centre pour le Développement des Apprentissages Grande Duchesse Maria Theresa für die Unterstützung dieses Projekts. Dem Ministerium wünsche ich viel Erfolg bei der Umsetzung der in dem vorliegenden Handbuch gemachten Empfehlungen. Für viele Schülerinnen und Schüler ist die Tatsache, in zentralen Bereichen des schulischen Bildungsprogramms trotz ständigen Bemühens nicht die geforderten Leistungen erbringen zu können, eine traumatische Erfahrung. Daher ist es umso wichtiger, dass die pädagogische, lernpsychologische und neuropsychologische Forschung an der Universität Luxemburg sich dem Problem der Lernstörungen, ihrer Diagnose sowie Hilfestellungen in den letzten Jahren intensiv gewidmet hat. Das vorliegende Handbuch markiert hier einen wichtigen Entwicklungsschritt. Es wird sicherlich nicht der letzte gewesen sein. Ich freue mich also auf die weitere gute Zusammenarbeit zwischen Universität und Bildungsministerium im Sinne einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des luxemburgischen Schulsystems. Merci der Equipe von der Uni Lützeburg für den Ableg an Handbuch. Das Bücher gehen aber an der Printversion am System verdeelt, die Hut wie gesagt Möglichkeit, Buch bei Melusina Press zu bestellen, respektiv gratis aufzuladen. Mehr Informationen findet ihr auf unserem Site, dem cc-cdr.lu. Wir wollten das aber nicht nur bei der Publikation vom Handbuch belosen, haben an Zusammenarbeit mit dem IFAN eine Reihe von Formationen programmiert, für die einzelnen Aspekte aus dem Buch zu vertiefen. Es sind das Formationen von 2 bis 4 Stunden, die als Online-Format geplant sind. Hierbei geht es unter anderem um den Diagnostikprozess, Testnutzung am multilingualen Kontext bis hin zu konkreten Hilfestellungen. Den Link für die Ausschreibungen findet ihr auch auf unserem Site, dem cc-cdr.lu. Ich sage euch merci für den Interesse und gebe mich freuen, euch an der enger oder anderen Formation zu sehen.